Es gibt Tage, wo etwas ganz Besonderes sind. Der Lea, ihr 5. Geburtstag, war so ein besonderer Tag. Auf dem Geburtstagstisch sind ganz viele Päckchen gelegen. Und mit drin ein ganz grosses Päckchen. Man kann schon sagen, ein richtiges Pack. Gell, Mama? Das hier ist sicher von Tante Nina. Da ist sicher etwas ganz Besonderes drin. Die Lea macht das Päckchen mit ihrer Mutter zusammen auf. Und drin ist wirklich etwas Besonderes. Ein Plüschsäuli, ganz rosarot, mit runden Augen und einem richtigen Ringelschwanz. Und dann auch noch ein Stall aus Holz, mit richtigem Stroh drin. Die Lea freut sich und sie drückt das herzige Plüschsäuli ganz fest an sich her. Du und ich, wir werden richtige Freunde. Und ich weiss jetzt schon, dass du alles, was ich sage, verstehst. Der Stall mit dem Stroh drin stellt Lea in die Stube. Natürlich muss so ein Stall auch gemistet werden. Das macht Lea. Bei dieser Arbeit bleibt aber immer ein bisschen Stroh auf dem Stubenteppich liegen und das passt der Mutter von der Lea gar nicht. Lass mal, Lea, ich will nicht immer Stroh auf dem Stubenteppich. Das ist halt so, wenn man ein Säule hat. Dann muss einfach gemistet werden. Aber doch nicht in den Stuben rein. Entweder du stellst den Stall auf den Balkon oder nimmst das Stroh aus dem Stall raus. Eins von beidem. Aber mein Säule kann doch nicht voraus. Dort ist es viel zu kalt. Und ohne Stroh geht es nicht. Mein Säule muss weich liegen, sonst kann es nicht schlafen. Lea, entweder den Stall in den Balkon raus oder fort mit dem Stroh. Ich will nicht so eine Sauerei in der Stube. Die Lea ist enttäuscht. Sie nimmt ihr Säule unter den Arm und verschwindet in ihr Zimmer. Wo sie nach einem Zeitchen wieder rauskommt, ist der Stall ganz leer geräumt. Nicht ein Strohhalmli hat es mehr drin. Die Mutter ist gerade am Staubsaugen. Jetzt muss mein armes Säule auf dem harten, blutigen Boden schlafen. Das ist so gemein. Lea, du musst wirklich verstehen, es geht einfach nicht, wenn wir überall in der ganzen Wohnung Stroh haben. Und dein Plüschsäule ist es sicher auch ohne Stroh wohl. Aber das kann die Lea nicht verstehen. Jetzt ist sie wütig. Sie packt den Stall und geht damit voraus. Plötzlich hat Lea eine Idee. Sie fährt an Gras ausreissen und füllt den Stall damit. Natürlich kommt auch Dreck mit, weil die Lea vor Wut gerade ganze Grasbüschel ausreißt. Der ganze Stall schmeckt jetzt nach Dreck und Gras. Gras ist gut für mein Säule. Gras ist noch besser als Stroh. Die Lea nimmt den Stall wieder in die Stube und setzt ihr ein Säule rein. Nach einem Zeitchen kommt die Mutter aus der Küche und sieht Lea zwischen Gras und Dreck in der Stube sitzen. Oh nein! Und was machst du jetzt wieder? Das ist ja noch schlimmer als das Stroh. Sicher nicht. Schau mal, wie es meinem Säule in dem Gras und Dreck innen gefällt. Nein, das geht wirklich nicht, Lea.